Vogelspinne Autor D. Seltsamek kennt sie die Filmbilder, hat der Autor in Argentina gedreht. Vogelspinnen, Klammer auf Theraphosidae, Klammer zu, sind eine Familie in der Unterordnung der Vogelspinnenartigen, Klammer auf Megalomorpha, Klammer zu, mit etwa 900 bisher beschriebenen Arten in 112 Gattungen. 1 Vogelspinnen traten bereits in Karbon vor 350 Millionen Jahren auf. Ihr Lebensraum sind vorrangig tropische bis subtropische Klimazonen. Umgangssprachlich werden unter dem Begriff Vogelspinnen manchmal auch Vertreter anderer Vogelspinnen bezeichnet. Die Vogelspinne zählt zu den Gliederfüßern. Ihr Körper ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Bei der Vogelspinne unterscheidet man grob zwischen dem Vorderkörper, Klammer auf Prosoma, Klammer zu, mit den 4 Laufbeinpaaren, Klammer auf Extremitäten, Klammer zu, den Klammer auf Kiefern, Klammer zu, Tasten, Klammer auf Pedipalpen, Klammer zu, und den Beißklauen auf Cheliceren, Klammer zu, sowie den Hinterleib, Klammer auf Opisthosoma, Klammer zu, mit den Spinnwarzen. Beeindruckend sind die von einigen Vogelspinnen erreichten Körpergrößen mit bis zu 12 cm Körperlänge und einer Spannweite von bis zu 30 cm, gilt die Art Theraphosa blondi als größte bisher beschriebene lebende Vogelspinne. Vorderkörper. Der Vorderkörper, Klammer auf Prosoma 11, Klammer zu, der Vogelspinne, besteht aus dem zusammengewachsenen Kopf- und Bruststück. Die Oberseite wird als Carapax, Klammer auf 11, Klammer zu, und die Unterseite als Sternum, Klammer auf 19, Klammer zu, bezeichnet. Vorn am Vorderkörper befinden sich die Beißklauen, Klammer auf 9, Klammer zu, die Mundöffnung, Klammer auf 20, Klammer zu, und die Taster, Klammer auf 8, Klammer zu. Seitlich befinden sich die 4 Laufbeinpaare. Auf der Oberseite ist auch die Thoraxgrube, Klammer auf 12, Klammer zu, erkennbar. Diese Grube wird in vielen Bestimmungsschlüsseln verwendet, um zum Beispiel die verschiedenen Vogelspinnengattungen zu unterscheiden. Am Ende befindet sich die Verbindung, Klammer auf Peteolus, Klammer zu, zum Hinterleib, Klammer auf 13, Klammer zu. Im Inneren des Vorkörpers befindet sich der Saugmagen. Mit diesem wird die vor der Mundöffnung verflüssigte Nahrung aufgesaugt. Bei einigen Arten, zum Beispiel Gramostola, Psalmopus oder Visularia, haben die erwachsenen Männchen am ersten Beinpaar am Schienensegment sogenannte Schienbeinhaken, Klammer auf Tibiapophysen, Klammer zu. Diese dienen den Männchen beim Paarungsakt dazu, die Beißklauen des Weibchens zu blockieren. Sie kommen aber nicht immer zum Einsatz. Taster. Die Taster, Klammer auf Pedipalpen 8, Klammer zu, sind wie die Laufbeine aufgebaut, sie bestehen aber nur aus 6 Segmenten. Diese werden wie bei den Laufbeinen bezeichnet, der Mittelfuß, Klammer auf Metatarsus 2, Klammer zu, entfällt. Bei ausgewachsenen männlichen Tieren befinden sich an den Tastenenden die Bulbi. Diese sind beim lebenden Tier eingeklappt. Jungtiere und Weibchen benutzen diese Taster wie ein 5. Laufbeinpaar. Mit den Tastern trommelt das ausgewachsene Männchen, um auf sich aufmerksam zu machen. Das Weibchen antwortet, wenn es paarungsbereit ist, auch mit Trommeln der Taster. Teilweise werden noch das 1. und 2. Beinpaar dazu benutzt, zum Beispiel bei Visularia. Cheliceren. Die Beißklauen, Klammer auf Cheliceren 9, Klammer zu, dienen der Spinne zum Beutefang, dabei schlagen sie gerade nach unten und leicht nach innen. Diese parallel zur Längsachse ausgerichteten Beißklauen, Klammer auf Orthognat, Klammer zu, unterscheiden die Vogelspinnenartigen von den echten Webspinnen, Klammer auf Araneomorpha, Klammer zu. Beim Beutefang dringen die Beißklauen in das Oberbein und durch einen feinen Kanal wird das Gift injiziert. Die Giftdrüse liegt im oberen Teil der Beißklauen. Gleichzeitig dient das Gift zur Verdauung, das heißt, das eingespritzte Gift zersetzt den Körper des Beutetieres, so dass ihn die Vogelspinne anschließend aussaugen kann. Augen. Die 8 Augen, Klammer auf 10, Klammer zu, der Vogelspinne sind relativ klein und sitzen auf dem Augenhügel. Bei Vogelspinnen ist der Sehsinn nur schwach ausgebildet. Hinterleib. Der Hinterleib, Klammer auf Opisthosoma 13, Klammer zu, ist der empfindlichste Teil der Spinne, da er nicht wie der Vorderleib mit einem durchgängigen Exoskelett umgeben ist. Tergite und Spermite, welche nicht voll ausgehärtet sind, sind durch weichhäutige Klören verbunden.
Dadurch kann sich der Hinterleib bei jeder Mahlzeit ausdehnen, so erkennt man den Ernährungszustand an dessen Fülle. Jedoch können Stürze aus relativ geringer Höhe tödlich sein, wenn der Hinterleib aufplatzt und die Tiere verbluten. Im Hinterleib befinden sich die meisten Organe der Vogelspinnen, darunter das schlauchförmige Herz, die Geschlechtsorgane, die zwei Buchenpaare, Klammer auf obere gleich 17, untere gleich 16, Klammer zu, und Teile des Darmes. Einige Gattungen, Klammer auf alle Gattungen der Unterfamilie Theraphosina, Klammer zu, zum Beispiel Brachypelma oder Theraphosa, besitzen auf dem Hinterleib Brennhaare. Diese Haare sitzen locker auf der Hinterleibshaut und werden bei Störung des Tieres durch schnelles Reiben mit den Hinterbeinen dem Störenfried oder Feind entgegengeschleudert. Die Haare besitzen Widerhaken und verursachen starke Hautreizungen. Die Gattung Brachypelma macht davon oft Gebrauch. Bei stark bombardierenden Spinnen kann man dann durchaus die nackte Haut erkennen. Färbt sich diese Haut dunkel bis schwarz, kann von einer bevorstehenden Häutung ausgegangen werden. Die schwarze Farbe kommt von der Exuvialflüssigkeit, die die alte von der neuen Haut trennt. Am Ende des Hinterleibes befinden sich der Darmausgang und die beiden Spinnwarzenpaare. Die Vogelspinne besitzt ein großes, Klammer auf 14, Klammer zu, und ein kleines Paar Spinnwarzen, Klammer auf 15, Klammer zu. Die Spinnwarzen sind in 3 Glieder unterteilt und sind jede für sich beweglich. Mit speziellen Drüsen an den Spinnwarzen produziert die Spinne Spinnseide. Diese Seide setzen die Tiere zum Selbstschutz, zur Fortpflanzung oder bei der Nahrungsaufnahme ein. Geschlechtsöffnung. Die Geschlechtsöffnung, Klammer auf 18, Klammer zu, befindet sich auf der Unterseite des Hinterleibes. Sie wird als epiastral bezeichnet. Beim Paarungsakt führt das Männchen hier die Enden, Klammer auf die Bulben, Klammer zu, seiner Taste ein. Baut das Weibchen einen Kokon, werden die Eier an dem Samenvorratsbehälter, Klammer auf Spermatik, Klammer zu, vorbei aus dieser Öffnung gelegt. Beim Vorbeirutschen an dem Samenvorratsbehälter werden die Eier befruchtet. Dieser Behälter wird bei jeder Häutung mitgehäutet, so dass jedes Weibchen nach der Häutung wieder jungfräulich ist. Beim Männchen tritt an dieser Öffnung die Samenflüssigkeit aus, welche auf ein zuvor gesponnenes Spermanetz abgegeben wird. Dieses Spermanetz wird zwischen 2 Gegenständen, Klammer auf zum Beispiel Terrarienwand-Pflanze, Klammer zu, gesponnen. Um die Samenflüssigkeit abzugeben, kriecht das Männchen mit der Unterseite nach oben unter das Netz. Danach klettert es auf das Netz und nimmt die Flüssigkeit mit den Bulben durch Pumpbewegung auf. Anschließend wird das Netz meistens zerstört.